Zähne zusammenbeißen, jegliche Zimperlichkeit über Bord werfen und bloß nicht den Straßenverkehr aus den Augen verlieren. Laurie Glory von We Love Lorette muss zum allerersten Mal in ihrem Leben harte körperliche Arbeit verrichten. Und das auf dem größten Volksfest der Welt. Aber zunächst erst einmal alles auf Anfang. Die 21-jährige Friseurin aus dem Ruhrpott geht heute zum ersten Mal auf die Wiesn. Eigentlich das perfekte Fest für Laurie, denn wenn jemand weiß, wie man so richtig feiert, dann sie. Doch heute ist sie nicht zum Vergnügen hier. Also bis es dazu kommen würde, dass ich sagen würde, ich spreche jetzt ab und so, muss es echt wirklich eine anstrengende Arbeit sein. Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der locker lässt. Liebe Laurie, das kannst du jetzt gleich beweisen. Los geht's mit Job Nummer 1, bedienen. Hi Martin, ich möchte heute deinen Job übernehmen. Jawohl. Zeig mir mal, was ich hier machen muss. Gut. Doch bevor Laurie überhaupt zum Bedienen kommt, darf sie als erstes die dreckigen Bierkrüge wegbringen. Keine leichte Aufgabe mit den Schuhen. Auch ihr Kollege Martin ist skeptisch, ob sie dem Job gewachsen ist. Deshalb muss Laurie jetzt erst einmal Anfängerarbeit machen, Bierkrüge mit Wasser füllen und versuchen, sie zu tragen. Nee, geht nicht. Es ging nicht. Und ob das geht? Martin muss für gewöhnlich mehr als 12 Bierkrüge auf einmal stemmen. Für Laurie ist das definitiv zu viel. So, nun aber genug mit der Vorbereitung. Jetzt geht's ran an die Gäste. Bestellung aufnehmen klappt schon mal ganz gut. Kollege Martin hat nur eine Sache auszusetzen. Es könnte was werden. Mit den richtigen Schuhen vorausgesetzt. Hohe Schuhe hin oder her, jetzt heißt es im Eiltempo einen Gast nach dem anderen zufriedenstellen. Martin weiht Laurie in die Geheimnisse seines Jobs ein. Nun aber schnell zurück zum Biergarten, denn hier warten schon die durstigen Gäste. Maß 9,50 € bitte. Ja? Jeweils, genau. Jeweils, also 5 mal 9,50 € sind 2, 19. 45 Merci. mal 5. 3 Mal? Weiß ich nicht. Okay, das Schwierigste an diesem Job scheint für Laurie eindeutig das Rechnen zu sein. Sonst hat sich die 21-Jährige beim Bedienen aber recht gut geschlagen. Weiter geht's mit Wiesenjob Nummer 2, Rikscha fahren. Diesem Job sieht Laurie sehr gelassen entgegen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so schwer ist, weil es ist eigentlich wie Fahrradfahren. Denke ich mir. Da sind wir mal gespannt. Rikscha-Profi Rocco hat jedenfalls eine zweitägige Ausbildung gemacht, bevor er seiner Rikscha gewachsen war. Auch deshalb gibt er Laurie eine sehr ausführliche Einweisung. Also bitte aufpassen, liebe Laurie, denn jetzt bist du dran. Scheiße. Soll ich behilflich sein? Fahren kann man das nun wirklich nicht nennen. Und der Schwierigkeitsgrad wird sogar noch erhöht. Denn 4 Freundinnen möchten von Laurie zum Oktoberfest gefahren werden. Es ist leider nichts für mich, der Job. Schade. Naja, so schade findet sie das wohl nicht. Als Rikscha-Fahrerin würde Laurie kläglich verhungern. Denn damit bringt sie nun wirklich kein Geld nach Hause und die Leute auch nicht zum Oktoberfest. Wir sagen schnell die Rikscha-Karriere beenden und auf zu unserem dritten und damit letzten Wiesenjob bei der Händelbraterei. Hier muss sich Styling Queen Laurie erst einmal ihr Arbeitsoutfit schmeißen. Dann heißt es für die Blondine, Händchen stecken. Also es fühlt sich schon ein bisschen eklig an, also wenn die Stange durch das Hühnchen geht, fühlt sich schon komisch an, so halt. Als würde man halt durch so einen Menschenkörper, also ich denke mal, das kann man vergleichen, dass man eine Stange durch einen Menschenkörper schiebt. Ja, aber sonst... War es Blut? Ja, liebe Laurie, das war Blut. So ist das nun mal in einer Händelbraterei. Trotz anfänglicher Berührungsängste schlägt sich Laurie aber ganz tapfer und wird schon nach kurzer Zeit in den Verkauf befördert. Hier wird jetzt portioniert und an die Kunden verkauft.
das Schneiden und das Drauflegen oder Durchspießen, das geht alles, aber die Hitze, die macht einen echt fertig. Bei knapp 50 Grad ist das auch kein Wunder. Lori hat es für heute geschafft. Nach Bedienen, Rikscha-Fahren und der Arbeit in der Händelbraterei hat sie sich ihr Feierabendbier gehörig verdient.